Willkommen zurück, Freunde, bei Fire Emblem Three Houses. Ich hätte beinahe Kingdom Hearts gesagt, hey, Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, wobei, Birth by Sleep langsam mal fällig, das stimmt schon. Aber wir haben vorher noch ein paar andere Dinge zu tun und, ja, es ist sowieso Kackwetter. Nee, nicht, also Kackwetter, nein, eigentlich nicht. Sommer ist schon geil, nur zum Aufnehmen halt ist scheiße, sagen wir mal so. Und zum Zocken und so, da ist der Sommer einfach furchtbar. Ja, deswegen im Hintergrund läuft auch mein Ventilator. Ich hoffe, er stört nicht groß, beziehungsweise man hört ihn kaum. Das wäre so das, was ich mir erhoffe. Alles klar, wir machen also weiter. Ich habe mir zwar einen Plan gemacht. Ich frage mich zwar, dieser Plan, funktioniert der? Ja, nein. Erstes Wochenende Kloster, zweites Wochenende Kämpfe, drittes Wochenende Ausruhen oder Seminar, Fragezeichen, viertes Wochenende Kämpfe. So, warum drittes Wochenende als Seminar eine Option? Das verstehe ich gerade auch nicht. Wieso hat mir der Vergangenheits-Michael nicht mehr Informationen hinterlassen? Ich weiß es nicht. Keiner weiß es. Von den Seiten, dass Anna verloren hat. Ja, wir haben ja noch, hätten theoretisch noch viele Quests. Aber das eigentlich ganz praktisch ist mit der Schnellreise. So, muss ich noch ein bisschen umgewöhnen, damit der A, B, X, Y Positionierung, da in den letzten Tagen ein bisschen viel Dragon Ball Z Kakarot gezockt habe. Und da natürlich auf dem PC-Steuerung ein bisschen anders ist, logischerweise. Ja, wer Kaspar? Was will er? Hat er jetzt nicht ganz unrecht, muss ich zugeben. So, also für uns müssen wir sowieso nichts machen, das ist ja so. Deswegen kann ich mir da die Punkte eigentlich sparen. Generell brauche ich die Punkte jetzt gar nicht mehr. Also dem groß ausgeben, meine ich halt. Und annehmen können wir sie mal. Ich glaube irgendwie... Ich weiß auch gar nicht, ob ich die Quest zum Teil auch schon abschließen könnte. Aber offenbar nicht. So. Wochenende ist, glaube ich, auch ein Wochenende, das... schlag mich tot. Nichts mit Angeln, das war ja hier. Es war Leichtzeig, oder das ist nicht so etwas Besonderes. Deswegen auch kein Angeln, deswegen geht dieser Monat eher ein bisschen schneller um, war. Ah, das war, glaube ich, ein bisschen der Hintergrund. Trotzdem Fische kaufen das nächste Mal, ich weiß nicht so recht. Der hat ja noch irgendwie so einen Quatsch. Hallo, mein Freund, wie geht's denn so? Wie steht's denn so? Arigatou gozaimasu. Ah, will er gar nicht. Ah, Mann. Ja, sorry, eben AFB. Gozaimasu. Ich frage mich sowieso, warum können nicht alle Entwickler ihre Buttons, wenn sie schon gleich beschriftet sind und eigentlich in der gleichen Position stehen, warum können nicht trotzdem alle irgendwie sagen, okay, dann sind sie alle in der gleichen Reihenfolge. Weil eigentlich heute im Controller, sei es von der Switch, sei es von der Xbox, PS4, sind ja von der Griffigkeit, also nee, nicht von der Griffigkeit, das stimmt nicht, aber von der Positionierung eigentlich der Knöpfe und so sind doch eigentlich alle eigentlich am gleichen Ort. Nur eben die Reihenfolge zum Teil ein bisschen anders. Und das ist ein bisschen verwirrt. Also warte mal. Ich wollte noch, ja, ich brauche den nochmal. Genau, den Quatsch brauche ich nämlich. Ja gut, wir haben die Kohle. Und Schwarzstahl könnte ein bisschen teurer werden. Was haben wir Schwarzstahl? Jetzt keine Kohle mehr. Ja, du mich auch, Lauch. Guck da mal, ob wir vielleicht irgendwo im Vorrat noch irgendwas zu verkaufen hätten, was ich nicht schon getan habe. Wir haben einen schönen Silberschild, ja, kann man vielleicht auch nicht, kein Plan. Ja, wir haben eigentlich so viele Waffen, vieles kann man schmieden, einiges kann man reparieren, ja, nein, kein Plan. Ja, ist schwierig. Aber es geht schon eher jetzt in Richtung Schmieden vor allem. Und zwar natürlich um stärkere Waffen, ganz klar. Bei ihm noch nicht, obwohl ich die Sariel-Sense machen könnte, aber warum? Kriegerbogen würde mich bei ihr mehr interessieren, was aber nicht geht, da mir der Tiegelstahl fehlt.
gut, dann muss ich ihn halt erst noch reparieren, wa? Das sind ja diese zwei... Wo krieg ich denn diese scheiß Ziegelstahl her? Warum kann man gewisse Materialien für den Schmied kaufen, aber andere, die meines Erachtens nach genauso häufig eigentlich vorkommen, oder gebraucht werden, ich sag's so, die genauso häufig gebraucht werden, kann ich ihnen nirgends kaufen. Die Ziegelstahl muss ich echt irgendwo halt, ja, mit gut Glück und so. Das kratzt mich ein wenig an. Also aber schon, okay. Ja, neu anheuern wäre vielleicht auch eine Option. Hey, ja, vor allem der Schwarzhagens Pegasus-Ritter. Vor allem mal solche, die auch ein bisschen größere Reichweite haben. Sollen mit der Kohle aufpassen, wa? Ja, du mich auch. Will seine Waffe verstärken. Erstmal gucken, was kann ich alles schmieden. Der ist sonst soweit durch. Das passt soweit. Bei Raphael was schmieden bringt nichts, da er nicht eine spezielle Waffe hätte. Bei ihm haben wir schon relativ viel geschmiedet, was irgendwie auch Sinn gemacht hat. Bei das Donnerschwert macht nicht wirklich viel Sinn. Das hat sowieso nicht so viel gemacht, also ist es auch gut. Bei ihr Kriegerbogen haben wir schon gesehen, da ist das gleiche Problem. Kaspar hat auch schon ein bisschen was geschmiedet, sehr gut. Herr Ferdinand aber glaubt, hat vermutlich sogar einen höheren Rang, war. Sogar für das Teil reicht mein Rang von A nicht aus. Oder solche Waffen kann man gar nicht schmieden, das könnte wohl auch sein. Da ist bereits geschmiedet. Ja, einer den Schmieden ist langsam aber sicher vorbei. Erstmal so gucken, was... Ja gut, eben das sind die Dinger, Magiekristall und Tiegelstahl. Das sind irgendwie die beiden Dinger, die echt extrem selten sind. Weil das Stahlschwert liegt auch nicht bei mir, das wird auch teurer sein. Agartium. Sonst will mal gucken, wo die ganzen Dinger herkriegt. Mythri, also wir bei ihm sogar gehen, krass. Aber er hat sowieso nicht viel. Nee. Wie ein Silberbogen würde ich gerne. Ja, seht ihr, normale Waffe zum Reparieren. Dafür habe ich genug Materialien. Sehr schön. Was hat sie? Groß zum... Nee, das lohnt sich also nicht so wirklich. Silberschwert könnte man mal, wenn man eh schon genug haben. Ingrid. Die schöne Ingrid. Schwarzstahl. Dann wird das auch mal auch. Der ist soweit noch. Ja, doch, der ist noch gut. Mein guter alter Kumpel Raphael. Bei dir gehen wir mal die Stahlpanzerhände. Haben jetzt sonst auch nicht viel Kriegungen bereits gemacht. Der Rest lohnt es noch nicht wirklich. Okay. Jewisa, bei dir könnte man mal einen Panzerbrecher ein bisschen updaten. Das ist doch einige Male eingesetzt, genauso wie das Silberschwert. Wie lange die Kohle ausgeht, ist scheißegal. Ne, wissen was brauche ich noch? Ja, ich weiß. Ist halt die Frage, wa? Verkaufen. Wollen wir vielleicht mal irgendwas, was wir wissen, okay, brauchen wir eh nicht mehr. Mein Mittelstufensiegel brauche ich mal noch. Also hier zum Beispiel. Stahlschild brauche ich garantiert nicht mehr. Türschlüssel, Truhenschlüssel. Ich weiß, ist nur Kleinvieh macht zwar auch Mist. Habe schon oft genug gesehen und erwähnt, aber generell brauche es eh nicht Mittelstufensiegel. Ultima-Siegel behalte ich mal gerne. Mittelstufensiegel brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Wir wissen jetzt gar nicht für welche Einheit. Heilmittel selbst ist auch Bullshit. Silberschild behalte ich mal noch. Eisenpanzerhände für den Anfänger. Nee, raus damit. Das sind die Pluswaffen, die behalte ich mal noch. Die sind zum Entschmieden. Der könnte zum Silberbogen werden. Das zu Parfia behalte ich mal auch noch, falls ich mal irgendwie Gelegenheit dazu hätte. Ich glaube es zwar nicht, aber hey. Ups. Oizugidai. Nachher die japanische Synchro.
Giftachse, eine Axt der Gegner vergiftet, ja, aber für die Trefferquote und so, ne, weg damit. Sultanax war ja doch Stufe A, so hergestellt wurde, genau, da war ja mal etwas, ich meine, einer kann man sich jetzt denken, hey, muss doch alles auswechseln, alles upgraden und so, damit alles perfekt ist. Aber ist es wirklich nötig? Das ist die andere Frage, weil wir haben bisher gesehen, wir kommen doch relativ gut vorwärts. Und wenn ich mal die Zeit zurückdrehen musste, war es nur, weil ich mich ein bisschen zu doof angestellt habe. Also mir auch ein bisschen überlegt habe, wenn wir schon beim Thema sind gerade, und nicht sehr viel Action passiert. Und zwar hatte ich ja zu Beginn der Folge erwähnt, von wegen, die beiden etwas von Kingdom Hearts erzählt und so. Nicht Kingdom Hearts, sondern es geht generell um das Thema wegen künftigen und neuen Let's Plays. Haben mir auch überlegt, damit ich vielleicht ein bisschen flexibler bin. Weil eben Projekte wie zum Beispiel Kingdom Hearts oder Dragon Ball, gut, das ist jetzt Dragon Ball Z Kakarot ein Sonderfall. Der Fire Emblem, das sind halt Spiele, die dauern lange. Oder können lange dauern, weil man nicht jeden Tag einen Part hochladen kann. Da sind wir schon mal den Charakteren hier, war doof. Und worauf er dann halt hinaus will, wir haben hier einen Händler noch. Worauf er hinaus will, ist, dass es eben lange dauern kann, ich dann nicht so flexibel bin auf neuere Let's Plays. Und ich habe ja auch nicht mehr so viele aktive Zuschauer, was ich auch verstehen kann, weil generell Thema Let's Plays mittlerweile ein bisschen ausgelutscht. Ich merke es mir selber, dass ich nicht mehr so viele Let's Plays angucke. Ich merke es auch bei anderen Let's Playern, dass nicht mehr so viel geguckt werden. Wenn, sind es eher so Spezialfolgen oder so, wenn es darum geht. Sprich auch Let's Play Together und so. Streaming, ja, auch eher... Ich bin jetzt absingenden Ast, aber... auch eher so ein bisschen fragwürdig. Und haben ein bisschen überlegt, Let's Plays will ich nicht unbedingt aufhören, aber vielleicht ein anderes Format. So wie zum Beispiel jetzt bei, haben wir überlegt wegen Final Fantasy VII, dem Remake, ob er das zocken soll. Aber ich weiß auch da mit den ganzen Sidequests und so, bei der Überarbeitung immer vom Remake, das auch sehr, sehr lange dauern kann. Also es soll gar kein Problem ist ja alles geil und so. Aber das Let's Play vielleicht ein bisschen ungeeignet dann, vor allem in meinem Fall. Man kann nicht mehr Überlänge Folgen machen, nicht mehr täglich und so. Und da kam auch mal irgendwie der Vorschlag dann, wie wäre es eigentlich, wenn ich mir einfach sage, hey, Let's Play zwar die Spiele nach, aber ich zeichne noch irgendwie so spezielle Szenen. Und in diesem Fall jetzt wie hier, dass zum Beispiel jetzt nicht mehr das zeige, wie jetzt hier rumlatsche und alles irgendwie Waffen aufbessere und so. Dass ich diese Dinge offscreen mache und quasi nur noch die richtigen Kämpfe zeigen würde, was Fire Emblem ja eigentlich auch ausmacht. Und vor allem die Kapitelkämpfe, die Cutscenes und all das, alles das Story-Relevante, den Rest irgendwie weglasse. Jetzt, mal ganz kurz, ich muss ganz kurz lesen. Okay, ich meine, das war ja die wir von Dimitri abgeworben haben, wenn man so will. Also bin ich schon ein bisschen überrascht, was er so sagt. Aber hey, gut. Warum nicht, wa? Stimmt, hatte ich eigentlich etwas bei ihr wegen verlorenem Item, glaube ich, ja weniger. Ich habe generell nicht mehr so darauf geachtet, weil... Nice. Ich muss ganz ehrlich sagen, so nach einem Timeskip ist es eher ein bisschen ausgelutscht. Ich meine, ich verstehe natürlich, dass man jetzt hier generell wieder ans Kloster zurück kann. So nach dem Timeskip, aber ich hätte es auch nicht schlecht gefunden, wenn man das gar nicht mehr könnte. Wenn dazu wirklich abgelaufen wäre und man ja quasi noch mit dem zurechtkommen müsste, was man vorher gemacht hat. Wäre jetzt irgendwie auch nicht so schlecht gewesen. Ja, eben, das ist so eine Überlegung, wenn ich Let's Plays und so, dass ich vielleicht je nach Projekt ein bisschen gucke, wie ich das dann handhaben will. Wobei generell will ich ja sowieso auch ein bisschen mehr streamen und dann eigentlich eher so in Richtung Live-Let's Plays gehen. Oder vielleicht sogar direkt auf Steam lassen und so. Ja, hat natürlich schon Vorteile, he? Streaming gegenüber dem Let's Playen oder dem Aufnehmen von dem her. Es hat immer so Pro und Contra. Wie fast alles im Leben. So. Genug gefachsimpelt. Wir
Das Wochenende Kloster, ja, keine Ahnung, was ich noch groß machen soll. Man, ja, klar können wir hier und da noch Dinge machen, ne? Wir haben ja die 9 Punkte und so, aber da geht es eigentlich mehr darum, dass ich ja ein bisschen gucke. Wegen den ganzen Dingern hier. Rang S und so. Ah, genau, das wollte ich eigentlich machen, wa? Dass wir mit möglichst vielen Fragen noch auf Rang S kommen. Also auf Rang A mit der Option für Rang S, damit wir die am Schluss mit Cutscenes noch zeigen könnten, wa? Das heißt zum Beispiel Bernadetta und Peter noch ein bisschen mehr machen, damit Mercedes auch. Linhard, nee, das könnt ihr vergessen. Aber machen zuerst mal noch ein paar Gespräche. リシテア、大丈夫？顔色が悪いようだけど。ごめんなさい。心配しないで。柄にもなく力仕事をして疲れただけです。一人で書庫の掃除をしていたの？ええ。一緒にやるはずの当番の子が都合が悪くなっちゃったから。棚の掃除くらい私一人でもできると思ったんですけど。これだけの本を出し入れするだけでもかなりの重労働だと思うけれど。ええ、そうだったみたいです。それでちょっと疲れちゃって。リシテア、あなたはもう少し慎重に物事を進めてもいいんじゃないかしら。どれだけ体力が必要な仕事かくらいあなたならすぐにわかるはずでしょ。お説教なら結構です。子供扱いしないでください。具合が悪くなったのは自分のせい。誰かに迷惑かけるつもりもありません。迷惑とかそういう話じゃないわ。とにかく自分の体を大事にして。エーデルガルト？なんでもないの。とにかくもう部屋に戻るといいわ。あとは私が片付けておくから。だけど。いいからお願い。これ以上同じことを言わせないで。わかりました。あとはあんたに任せます。ええ。ゆっくり休むのよ。うん。ありがとう。あの男の言葉、どこまで信じていいかはわからないけれど。Was magst du, was wir bisher gehört haben? Fragen über Fragen. Schon wieder nie Gespräche. Mit Mercedes. Oh, wird langsam interessant, Freunde. Noch 一度あなたに会えるなんて思ってもみなかったわ。ああ。本当に懐かしいわね、エミール。こうしてお話しするのは何年ぶりかしら。お前がバルテルスの家を出た時、私はまだ8つの子供だった。私もあなたもすっかり大人になってしまったわね。だけどそのお菓子が好きなのは変わってないみたいで、なんだか安心したわ。ああ、久しく食べていなかった。そうよね。だってこれの作り方は世界で私とお母様しか知らないんですもの。おう、口の周りにお菓子のかけらが。拭いてあげるからじっとしててね。やめてくれ。今だけはお姉ちゃんらしいことさせてくれたっていいじゃない。メルセデス、お前が愛した私はもういない。たとえあなたがどんなに変わってしまっても、あなたはずっと私のたった一人の弟よ。お母様にとっても私にとってもあなたはかけがえのない家族なんだから。母上は息災か？よかったら今度お手紙を書いてあげて。
きっと喜ぶわ。そうだな。お母様も私もずっと後悔してきた。あなたも一緒に連れ出すべきだったって。バルテルスのお家にあなたを一人で残していくつもりなんてなかったのに。いや、お前だけを連れ出した母上の判断は賢明だった。後継ぎとなる私を連れ去れば、父は血眼でお前たちを探しただろう。そして見つかればお前たちは無事ではいられなかったはずだ。お母様も同じようにおっしゃっていたわ。確かにお父様ならそうしたでしょうね。あなたの話は聞いているわ。バルテルス家の人たちを殺したって。私を恐れているのか、それとも蔑んでいるのか。ううん、そういうわけじゃないわ。でも人の命を奪うのは良くないことよ。それがわからないあなたじゃなかった。だからずっと理由を聞きたかったの。どうしてお父様を殺したの？殺したかったからだ。もうすぐにそうやってはぐらかす。あなたってこういう時声に出るのよね。うん、言いたくないなら聞かないわ。いつか言ってもいいと思った時に教えて。そうだな。いつか話す時が来るかもしれん。ええ、期待しないで待ってるわね。Tja, Freunde, damit ist auch dieses Geheimnis gelüftet. Warum, dass die beiden ja, Supportgespräche haben, obwohl es glaube für Rang jetzt noch lange ging. Ja, die beiden sind Geschwister. Wer hätte das gedacht, liebe Freunde? Wie es weitergeht bei Fire Emblem Three Houses, wenn noch ein paar Gespräche dazu noch führen müssen. Ich glaube, 1 mit 2, 3 machen wir in der nächsten Folge noch und dann noch ein bisschen Kloster und dann aber auch schon alsbald auf ins zweite Wochenende. Ich würde sagen, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Zurück bei Fire Emblem Three Houses. Bye, bye.